Hallo zusammen, René hier. Ja, ich weiss, es ist ein Moment gegangen seit dem letzten Mal. Ich habe die Zeit genutzt, mir ein bisschen Gedanken zu machen, wie meine Zukunft aussehen könnte. Viele von euch wissen, dass ich vor doch etwa jetzt 8 Jahren bin nach Amerika ausgewandert und dann wegen eigenen gesundheitlichen Herausforderungen im Gebiet der Ernährungsberatung gelandet. Aber das ist nicht meine eigentliche Mission. Es ist nämlich so, ich will nicht, dass ihr jedes Mal an Federkohl, Brokkoli und gesund Essen denkt, wenn ihr meinen Namen hört, sondern mein Ziel ist es, Leute zu interviewen, die ihren Lebenstraum verwirklichen können. Ich will die Leute fragen, wie sie das geschafft haben, was für Herausforderungen dass sie haben lösen mussten und was schlussendlich nachher zum Erfolg geführt hat. Und um euch zu zeigen, dass man das so mit 48, fast 50 machen kann, habe ich gedacht, gehe ich doch mit dem eigenen Beispiel voraus. Für dass ich das machen kann, muss ich ein ortsunabhängiges Einkommen haben. Weil ich habe nicht das Gefühl, dass ich von diesen Filmen leben kann. Das ist mein Plan. Und ich werde in den nachfolgenden Episoden euch immer wieder ein bisschen auf dem Laufenden behalten, wie gut es funktioniert. Ich hoffe, ich kann euch so ein Beispiel sein, wie man manchmal einen Abzweiger nehmen muss, der von Herzen kommt und der von Anfang an noch nicht unbedingt einen monetären Erfolg garantiert. Ja, ich weiss, ja. Jetzt wird nicht nur ein Trabeli hier, sondern wahrscheinlich auch ihr endlich einsteigen in die Episode. Miriam und ich haben etwas vorbereitet über Trinkgeld in Amerika. Etwas, das immer wieder auftaucht als Frage. Viel Spass und danke für die Geduld, für die lange Einleitung. Schau da, du musst in die Kamera schauen. Schau da. Ja, bye. Wir sind wieder mal in Big Bear. Sie waren beim Inder gegessen zusammen und da ist die Diskussion aufgekommen wegen dem Trinkgeld. Etwas, das die Leute immer wieder fragen und wir haben gedacht, heute geben wir doch euch ein paar Tipps dazu. Jetzt der Normalfall ist ja, dass man irgendwo gegessen, bestellt und dann die Rechnung bekommt. Und dort ist so die Regel, dass man, wenn man gar nicht zufrieden ist und in die Hose ist, mehr oder weniger, gibt man 15%. Und der Normalfall ist aber, dass man 18 bis 20% gibt. Miriam ist ein Verfechter von 20%, ich bin eher bei 18%, du halt die aufrunden auf ein ganz, aber so in dieser Grössenordnung. Ja, bei 15 ist das Minimum. Also sonst ja nicht würde das Restaurant zurückgehen. Nein, also wirklich. Stellt sich vielleicht manchmal noch die Frage, wieso dass man Trinkgeld geben muss. Oder muss man einfach wissen, hier sind Minimallöhne so tief, dass das ein Teil vom Einkommen ist. Der nächste Fall ist Takeout. Das wäre also, wenn ihr im Hotel seid, dem Chinesen anruft und dann schnell herfahren, die Styroporbox holen und wieder losdüsen zurück. Oder auch Starbucks, klassisch, ihr geht her, These bestellen, zahlen, Ende. Dort ist Trinkgeld in dem Sinne nicht erwartet, also schaut mich niemand schräg an, wenn ihr kein Trinkgeld gebt. Bist du da? Nein, also nein, ich finde auch im Starbucks muss auch nicht. Wenn ich Münze hätte, würde es auf jeden Fall geben. Und sonst, wenn ich ein Sandwich oder Sushi hole oder so, würde ich halt doch, also ich würde ein paar $. Nicht jetzt ein Fünfer, aber vielleicht so 2, 3 würde ich jetzt geben. Das läuft nehmen, wir können weitermachen. Die nächste Situation ist in einer Bar. Ihr bestellt etwas zu buddeln, das Bier, Trink. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ich bin nicht so viel in der Bar, da ist Miriam zuständig. Das ist doch ein frech. Also ich würde sagen $1 pro Trink. Und also in einer normalen Bar, wenn es etwas fancier ist, dann würde ich sicher $2 pro Trink geben. Ja, das ist einfach. Ein kleiner Spezialfall, in Anführungszeichen, ist wie der Tennis. Dort tut man bestellen am Tisch, man wird auch bedient am Tisch, aber man zahlt dann beim Rauslaufen das Total. Und da haben wir es jetzt so gemacht, da gilt auch die Regel 15 bis 20%, also 18 bis 20 eigentlich. Wir haben es aber auf den Tisch bar gelegt und haben dann beim Ausgang einfach nur den Rechnungsbetrag gezahlt. Etwas ist mir noch in den Sinn gekommen, da ist Miriam getroffen wie ein Stickler.
Und zwar ist das Hotelzimmer. Dort muss es zugeben, es tut mir leid, vergesse ich vielfach, laufe raus und weg. In den Hotelzimmern sollte man halt auch, also pro Nacht, sicher auch mindestens $1 dort lassen. Für die, einfach für die, was Pro Person oder pro Nein, Zimmer? pro Zimmer. Aber eben, wenn du mehrere bist, ich würde da, eben, wenn du das zweite bist, ja, finde ich $2 sicher. Aber wenn es eine Familie ist oder so, würde ich schon $4 oder so pro Nacht. Das sind die, die das Zimmer putzen, die verdienen nichts und denen darf man schon etwas geben. Das ist sicher Freude. Oder? Etwas sehr Wichtiges, Coiffeur, habe ich lange nicht geschnallt. Warte schnell. Probier nicht immer so machen. Etwas, was ich lange nicht geschnallt habe, ist Coiffeur. Ich weiss, man sieht es nicht an, aber ich gehe doch zum Coiffeur ab und zu. Und dort habe ich gelernt, dass das Minimum 20% ist. Wenn man sehr zufrieden ist, soll man 25% geben. Damit es ja bei den nächsten Mal immer wieder gut rauskommt. Ja. Übrigens, wie heisst der Hocker hier? Ein Summit? Snow Summit? Snow Summit. Voll mit Bikern. Super, mit Trails und also, ja, das nächste Mal, wenn wir kommen, haben wir beschlossen, dass wir Bike mieten und gehen eins suchen. Dann hoffen wir, dass bei eurem nächsten Amerika-Trip das mit dem Trinkgeld wie geschmiert läuft. Und wenn ihr andere konkrete Fragen habt über Amerika, macht doch einen Kommentar unten dran und dann würden wir das gerne noch für euch probieren zu lösen. Also, würde mich freuen, wenn ihr es weitersagt, teilt oder direkt auf YouTube abonniert. Dann bekommt ihr gerne am schnellsten mit, wenn wir etwas Neues haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Als bei uns daheim würde man jetzt sagen, Amitreffen. Sagt man, ich mache hier. Was ist die Frage? Meinst du? Alte Kerren treffen. So, ja. Ganz einfach.